Das Böse ist überall und nirgendwo. Zumindest hier bei Tales of Cestiria. Was wollt ihr, Mann? Nix. Halloween ist eh schon vorbei. Jo, willkommen zurück, Leute. Und wir sind hier total am Arsch. Alter, so schlimm war damals bei Weitem nicht. Das wird richtig lustig hier. Und sieht eine Epidemie aus, das Bösen vor allem. Jo, legen wir los. Was geht ab hier? Servus. Die Seele ist ja kein Wunder. Alter. Mich wundert dass Zoe zum einen Punkt natürlich, seitdem er sich da mit Edna verbunden hat, als Nebenherrscherin war, dass er noch gar nicht zusammengebrochen ist, wie es damals bei Layla und Mikleo war. Und dann aber natürlich auch, dass er hier nicht mehr zusammenbricht. Ich meine, das ist so. Das müsste irgendwie nur. Weiß auch nicht, die gekreuzigt und so. Nicht gekreuzigt, sondern halt gebückt und so. Und noch so schmerzverzerrt durch die Gegend marschieren. Aber ja, so, ja, sieht scheiße aus, aber kriegen wir schon hin. Hallo, Gasthaus. Schwein mit Kotelett, Käserisotto, hatte ich gerade vorhin. Zum Abendessen Gemüsesticks, da ist ein bisschen wenig, wenn wir schon so lange unterwegs sind. Marburg Currybrötchen. Des Gerichts. Na, komm, schauen mit Kartoffeln, war mal. Lecker. Hier im Ort des Bösen. Hort des Bösen natürlich. Natürlich eine ganz kluge Idee. Naja. Wie geht's auch sonst so alles? Alles tutti, alles frisch. Hat Alkohol nie gut vertragen. Naja, es statt nur werden. Also von Säufen Arbeitslosen. Hartz-IV-Empfänger und so ein Quatsch. Tief Sinks. Lalalala. Geldfund, 11 Galt. Also rumgelegen, steck's ein. Dann noch eine kleine Truhe. Erdbeerwaffel, okay. Gut, dann speichern wir mal hier und schauen, wie es hier weitergehen könnte. In diesem Hort des Bösen, wo wir eventuell, also ich hoffe es ja schon, dass wir noch ein bisschen mehr vom Bösen an und für sich erleben. Also sprich, es muss nicht gerade unbedingt dieser Herrscher des Unheils sein, oder? Aber irgendwie vielleicht so ein direkter Untertan oder so etwas, ein Kommando, wie auch immer. So, das, zum Beispiel, wie wir es ja auch im Intro gesehen haben, zum Beispiel diese Frau war, so sah es irgendwie so aus. So eine Frau, die halt irgendwie so Finsternisarten beschworen hat, das wäre irgendwie schon episch, mit der irgendwie aneinander zu geraten. Naja, zumindest in der Theorie. Wie kommen wir jetzt raus? Ah ja. Gut, dann also müssen wir nach dorthin, war Heiligtum von Malnit heißt allerdings. Da unten wir irgendwie eine Quest sein, schätze jetzt auch mal so. In harten Zeiten. Ja, ab und zu gucken wir das durchaus an. Mal aktivieren.
Wie geht's, wie steht's? Was? Fertigkeitsblatt aus. Okay, ein Fertigkeitsblatt. Also, haben wir hier noch Interessantes? Alicia, ja, dankeschön. Da geht's auch nicht entlang. Gut, was haben wir hier? Dann sind die Dinge kurzzeitig. Ja, ist das allerhöchste Gut. So ein Waffenschmied? Naja, wieso nicht? Habe ich eigentlich das zum Verschmelzen natürlich die beiden Dinger war. Die Frage ist halt, was bringt mir das, wenn ich jetzt die beiden miteinander verschmelzen würde? Plus 1. Mal versuchen, wa? Fusion! Bernsteinspeer plus 1. Block, Blude und Geist. Wenn ich jetzt miteinander verbinde, Block und dann geht's Relief. Das ist auch immer so eine Frage, wann lohnt so dieser Einsatz überhaupt, diese Dinge halt zu fusionieren, wann lohnt es eher nicht? Naja, ja, wir können es ruhig mal testen. So, jetzt haben wir den noch, Calcitara und das. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, was da klug wäre. Max, haben wir vielleicht den Erdring plus. Mit ihrem vielleicht, wa? Geht gar nicht. Angriff plus 4, würde ich sagen natürlich nicht, nein. Bei den Stiefeln, wie sieht es da aus? Die Standschuhe haben wir noch, Bernsteinstiefel, der Verteidigung plus 4 mit Mikleus, wa? Könnte doch das was werden. Der Fokus erhöht sich ein bisschen, dann wäre es eigentlich ja etwas für Sorey. Na komm, no risk, no fun. So, lass uns auch mal und guck sonst mal, wa? Also in unseren aktuellen Werte, das ist alles beschissen. Okay, lassen wir es mal noch so. Scheint sich also gelohnt zu haben. Erdring oder der von ihm würde. Oh, wird sogar viel bringen, war alle ihre Werte. Ne, Moment. Verteidigung. Ja, Arte Verteidigung nicht, war. Genau, sind nur die oberen drei Werte, vor allem sprich Angriff, Verteidigung und Arte Angriff. Das sind ihre stärksten Werte, die man von dem ja auch ein bisschen pushen sollte. Die Verteidigung geht hoch, er bringt ihr natürlich nichts. Ja, so langsam scheint es doch so zu sein, als würde es einigermaßen gut hinkriegen, wa? So, die Verteidigung, naja, Schaden, Wiederherstellung, na, ich weiß ja nicht. Dafür alles andere runter. Die Seraphen sollten ja eigentlich schon ein bisschen mehr im Angriff sein, wa? Wäre sicher klüger. Ja, schon mal alles verkaufen, wegen Preisen und so weiter. Komm, weg ist weg. Schaufenstergucker, schlecht. Gut, Apfelgummi, ja, ist mir scheißegal, nicht direkt alles. Na. Okay, fast alles. Trank des Lebens, oh ja. Nehmen mal 10 Stück. Bekanntes Gesicht. Schön.
Was? Verwendung tauchen bis zum nächsten Mal am Gatz oder bis zum nächsten Mal aus dem Kampf fließt. Keine weiteren schwachen Feinde auf. Ja, gut, bei schwachen, also weiß ich nicht. Wir können mal 2 mitnehmen, wa? Sind nicht so teuer. Kalzitschirm, Kalzitstab, Kalzitschwert ist schwächstes aktuelles. Interessant. Ne, noch nicht, aber nachher mal ganz kurz gucken. Kalzitschleife, auch die kaufen wir noch. Das habe ich schon, bringt auf dem ja nicht viel. Kalzitweste, kann auch nur 1 kaufen, wa? Nee. Gucken wir nachher alles. Sonst hat er nichts mehr. Ist ja schwach. Okay, ausrüsten. Ne, erstmal Schwerter gucken. Also natürlich auch die direkten Waffen. Gut, Angriff nur 3 runter für artemäßig. Ja, gut. Vor allem Verteidigung 20 hoch. Man natürlich auch schon ausnutzen. Jo, alles hoch ist immer geil. Jetzt hat immer noch das hier. Ansonsten. Nö. Miklio, du alter, du geiler Miklio. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Die Kalzitweste. Erhöht sich der Angriff, die Verteidigung plus die Art Verteidigung. Was ja eigentlich schon mal geil wäre bei dir, wa? Bei ihm auch. Nee, ich gebe es Miklio. Kalzit-Diadem. Die Art Verteidigung wieder runter. Ja, bei ihm halt die Wesensprobleme wegen dem Fokus waren, aber auch unbedingt den Fokus. Also, unbedingt ist vielleicht übertrieben, aber das wäre sicher ein Vorteil. Erdringe bei ihr alles steigern, ja gut, nee. Sie hat sonst auch nichts mehr, wa? So. So markiert, okay, Kalzitschleife. Der Angriff geht aber ganz gewaltig runter. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu doof. Der Verteidigung 9 runter. Dafür der Angriff geht eben hoch, wa? Darf man auch nie unterschätzen. Hier hätte er schon mal 4 in der Reihe voll, wa? Und hier wieder nicht. Da kam die zweite Reihe dazu. Ja, es ist nie einfach, was du machen sollst, Leute. Es ist immer ein bisschen, ja, auch ein bisschen Glücksfaktor, wa? Aber gut, ich bleibe dabei. Das, was wir jetzt haben, ist geil. Kann das hier wieder weg und ein bisschen mehr Kohle. Wir haben auch schon ziemlich viel Zeug. Kann ich mir etwas davon teuer verkaufen. Im ersten Kampf Arte plus 8. Ja, soll ich auch viel mehr einsetzen. Mache ich sicher noch, war kein Problem. Dann 2, dann kann der Schaden auf eine, dann gab es daher. Oh, Verteidigung plus 2, geil. Gut, dankeschön. Also, wer braucht die Defense? Seine ist hoch genug. Die sieht auch gut aus. Für sie vielleicht mal. Wenn es nicht immer gleich so grandios abkackt, war. 60 ist ja genug, dann ist das auch gut. Ja, leider aber auch ein bisschen mehr, sonst kratzt es mir echt dauernd ab und das ist natürlich auch nicht geil. Gut, wieder genug davon, Leute. Oder vielleicht mal ganz kurz gucken, wegen Kampfaktionen. Ich habe wieder 4 Punkte. Nee, ich behalte mal noch. Gut. Los geht's hier unten. Das ist irgendwie so ein Hort des Bösen, wa? Das ist so ein Drachenkopf. Kalzitschwert, ja geil. Hatten wir gerade vorhin noch das Gespräch wegen, das ist ein Kalzitschwert, aber gut, der Angriff geht um 17 hoch. Alter, das will auch nie unterschätzen. Der Fokus um 5 runter. Machen wir. So ein Drachen, die kann ja nichts machen. Das ist etwas, was ich noch nicht ganz verstehe. Wer kann mir hier helfen? Müsste ja auch irgendwie ein Seraph sein, der bei uns im Team ist. Zumindest theoretisch.
Dann ist noch einer. Meine Fresse. Was ist hier los? Haben wir eine Quest offen oder was? Für eine Sidequest. Die Züchtungen scheinen mir unglaubwürdig. Es muss in der Nähe sein. Ach ja, ich habe eine neue Karte erzählt. Kann du was sagen? Egal, willst du? Ja, ja, wieso nicht? Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Naja, du mir auch. Fortsetzt. Hilfe. Oh, ab zum Heiligtum war. Böses Gesicht. Was willst du, Alter? Nix, Mann. Ich bin ganz lieb. Da geht's wahrscheinlich auch nicht rein. Ja, kommt jetzt zum Heiligtum, war. Das können wir später noch machen. Sie sind Gruselfaces. Gesehen hier. Eisenkraut schon wieder. Oh nein, das ist der Friedhof, was ihr wissen müsst. Jo, okay. Und da ist eine Truhe, aber die kriege ich sicher nicht auf, oder? Das könnte eine bronzene sein. Nee, ist eine goldene. Ne, ist eine bronzene. Schäbiger Speer, ja, dankeschön. Jetzt will es mir nicht weiß machen, dass der besser ist als der andere. Ups. Falsch Charakter. Alicia, wie sieht's aus? Schäbiger Speer. Ja, Power schon. SA sinkt ja wieder um 1 die Maximale. Schäbiger Speer ist besser als Bernsteinspeer plus 1 vor allem. Gut, Ruhen und Blut sind versiegelt, von dem her. Aber Alter, seht ihr die Punkte? Vertanen geht zwar runter und Fokus mache ich. Alter, was für eine Power. Dann 2 steigern. Ich gebe die. Ja, Manikleo. Der Defense bräuchte eigentlich sowieso jeder Mal, außer halt im Angriff, kann ich ja variieren. Wer welchen Angriff eigentlich eher bräuchte. Zumindest in der Regel. Das Essen flüssig zu machen. Ja, ja. Was habe ich hier drin? Nochmal irgendetwas. Calcidiadem. Alter, wir haben überhaupt gekauft und ständig was Neues kriegen. Wobei, ich kann jetzt fusionieren miteinander, weil ich schon 2 habe. Sowieso besser. Ah, der Angriff geht hoch. Jo. Nee, passt schon. Wir müssen jetzt eigentlich ziemlich stark unterwegs sein. Alicia-sama, よくぞご無事で。薬を持ってきた。状況は？感染に歯止めがかかりません。警備兵まで罹患し、野犬の群れすら退治できないありさまです。このままでは国全体に感染が広がる恐れも。そんな。まず薬を患者たちに。あ、はい。大丈夫さ。薬とか救護体制が整えば。あ。ハウンドドッグも僕たちで退治しよう。でも疫病を生んでいる原因はおそらく別ですわ。汚れを受けた強力な氷魔ね。Tja dann. Auf in den Kampf gegen die mächtigen Yuma. Leute der Bosheit im Marlind. Jo, fangen wir an damit, wa? Aber hat das Erzsymbol gesehen? Dragon! 違う。氷魔よ。人間たちが気づいていない。降りる！あっちだ！ Ja, das ist ein Yuma hier. Wollen wir ganz kurz, Leute, mal ganz kurz gucken. Hat das Erzsymbol? Oh ne, doch nicht. Das ist Feuer. Ein Kampf gegen den Drachen. Ich glaube, ich spinne. Wobei der Part bereits vorbei ist. Aber nee, come on, machen wir jetzt noch. Also kommt natürlich darauf an, wo er gelandet ist. Dort, wa? Ich würde gerne mal gucken in den beiden Speeren. Nicht Speer natürlich, sondern
Die halt immer miteinander fusionieren könnten. Sprich verschmelzen und dann speichern und dann... Mal gucken. Okay, Verwirrung. Calcidiadem, Damgesdauer. Naja, es geht alles hoch, das ist ja schön, aber ich verliere hier irgendwie den zweiten Effekt, aber das Gefühl. Mal versuchen wir es mal. Bernsteindinger ist aber nicht nötig. Die ganzen Erde- und Feuerringer. Nö, der Rest passt noch. Gut, dann natürlich noch. Ich wollte gerade sagen. Mann! Ich wollte gerade sagen. Dann doch speichern. Die Gelehrtenstadt des heiligen großen Baums. これがあのマーリンドだなんて。歴史ある町なんですよね。転移見聞録にも紹介されているとか。うん、一回来てみたかったんだ。聖なる大樹ソビエシ学徒マーリンド。その梢に輝くは学問の実と芸術の花。この木陰に遊ばずしていかにして大陸の地と美を語るべきやってね。花も実も枯れちゃってる感じ。またそういうことを言う。ですが事実です。けどまた春が来れば花が咲くし、秋には実がなるよ。はい。学問や芸術への情熱が消えない限り何度でもね。確かにそれは歴史が証明してるね。頭のお花はもう満開ね。エドナ様はお嫌いですか？お花。別に好きだけど綺麗な花ならね。Oder so. So Leute, dann speichern und ja, doch, wir kämpfen gegen Drachen an diesem Part. Weil, weiß ich nie, oder? Ich meine, ihr könnt natürlich sagen, okay, Cliffhanger, nächste Folge und dann kämpfen wir und ich verliere direkt. Da wäre natürlich ein super Einstieg. Dann denke ich, es ist doch besser, wenn wir hier noch verlieren und dann nächste Folge ihn platt machen, wa? Hey, ja. Soweit zur Theorie. Wo ist jetzt hin? Wir sind gelandet, wir haben es gesehen. Achso. まさか戦う気か？ドラゴンっぽいぞ。それを確かめないとだろ。引き際の判断は僕任せだろ。いいけど従えよ。氷馬ドラゴンパピー。ドラゴンの妖体の一つですわ。町の汚れがパピーに力を与えているみたいね。なら今のうちに何とかしないと。落ち着いてアリーシャ。アリーシャ。やばい。Das war ja super. Ah, 危ないところだった。騒がせてすまない。まだやる気？だって放っておけないだろ。エドナ、町の汚れがあいつに力を与えてるって言ったよね。多分だけど。じゃあまずそれを払えば。ええ、パピーの力を弱められるはずですわ。なんとも面倒な方法だね。そうだけど損して得を取れだ。その作戦がいいと思う。例えば違う気がするが。力を弱めても下に下ろさないと戦えないぞ。その方法もきっとあるさ。みんながいれば。面倒かけに急がば回れですよ、エドナさん。それですライラ様。損して得を取れじゃなくて、急がば回れ作戦開始だ。
Das hat richtig gelohnt, hey. Also, was war denn das gerade? Ich bin Drache, Mann. Läutere die Bosheit. Gut, das machen wir natürlich auch, Leute. Aber erst nächste Episode hier bei Tales of Zestiria. Weil scheinbar der Drache trotzdem so stark für uns war. Scheint zumindest fast so. Ist noch da? Nö, er muss sowieso dahin, sehe ich gerade. Aber ja, in diesem Sinne, wieder mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!